Servus und Grüß Gott zu einem fröhlichen Start ins Wochenende mit Wir in Bayern und natürlich wie immer mit viel Lust auf Heimat. Sie wissen natürlich, was eine Ziehharmonika ist, das ist ja ganz klar. Aber ob Sie auch wissen, was eine Hagelmo-Harmonika ist, bin ich mir nicht so sicher. Aber beides können Sie heute kennenlernen. Den Siegfried Haselbeck, genannt der Hagelmo, und seine Harmonika. Bitte schön. Der Siegfried Haselbeck ist heute bei mir, genannt der Hagelmo. Ein Mann, der gleich für mehrere Überraschungen gut ist, würde ich mal sagen. Er ist Musiker, er ist Instrumentenbauer, er ist Fernsehtechniker und Doktor der Physik. Donnerwetter, da ziehe ich jetzt schon mal ganz tief den Hut und frage mich, was war zuerst da? Die Liebe zur Musik, die Liebe zur Technik oder die Liebe zur Physik? Warst du so ein kleiner Einstein? Na, also Einstein war ich nie tatsächlich. Aber es ist wirklich eine gute Frage. Ich würde mal sagen, zunächst einmal ein bisschen die Technik, weil ich doch sehr gebastelt habe, aber wurde relativ schnell abgelöst von der Musik tatsächlich. Und wer hat dich zur Musik gebracht? Ja, mein Vater natürlich. Ne? Der war Harmonikaspieler und der hat es mir daheim auch beigebracht in der Stube. Richtig in der Stube drin. So wie man das gemacht hat früher. Ne? Habt ihr auch Stubenmusik gemacht daheim? Hausmusik? Tatsächlich, ja. Also ja? Stubenmusik im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir in der Stube gehockt sind und uns da Musik haben gegenseitig. War denn der Papa, eigentlich ist es ja fürchterlich, wenn die Eltern einen unterrichten. Aber war der Papa ein guter Musiklehrer? Ja, der war ein guter Musiklehrer. Und zwar hat er nicht nur Ahnung gehabt von dem Instrument, wenn man spielt, sondern er hat auch Musikalität gehabt. Er hat Grundsteine fürs spätere musikalische Wirken hat er da eigentlich schon gelegt. Und es war wirklich gut, ihn als Lehrer zu haben, weil man den Vorteil gehabt hat, dass er immer so ein bisschen kontrollierend, irgendwie nicht aufdringlich, aber immer so ein bisschen beobachtend, wenn ich geübt habe, da nebenan war und im Zweifelsfall einfach mal dazugekommen ist und hat gesagt, du mach das so und so und so und so und dann ist es besser. Und der hat dir also das Notenlesen beigebracht? Und Nein, kein Notenlesen, nein. Nur nach Nein, Gehör? er war Volksmusikant in dem Sinne, dass er alles nach Gehör gespielt hat und so hat es mir tatsächlich beigebracht. Gab es keine Noten. Und er hat dir also die Liebe zur Musik eingepflanzt. Das heißt, hast du dann auch wirklich als kleiner Bub gern und viel gespielt? Oh, ja, tatsächlich. Ja? Also es war teilweise was schlimm für mich. Also gerade meine Schwester hat das irgendwie nicht so geliebt, dass ich da. Also ich war gerade in einem anderen Alter, da hat sie sich für die Volksmusik überhaupt nicht interessiert. Und es war so, dass ich aber tatsächlich viel geübt habe, früh morgens. Bevor ich in den Schulbus eingestiegen bin, habe ich schon geübt. Und als ich heimgekommen bin, in den Schulbus rein und sofort wieder das Instrument. Bevor überhaupt das Essen warm war, habe ich schon wieder Instrument gespielt. Das ist ja toll. Und dann kam irgendwann der Moment, wo du angefangen hast, dich für das Innenleben deiner Harmonika zu interessieren. Was war der Auslöser dafür? Das war eine wunderschöne Harmonika, die ich von meinem Vater gekriegt habe, die mich wahnsinnig gefreut hat, weil das Instrument viel, viel mehr gekostet hat, wie er jemals für seine eigenen Instrumente ausgegeben hat. Also schon eine sehr Wertschätzung auch mir gegenüber tatsächlich. Aber das Instrument war nagelneu, beziehungsweise dann 3 Monate alt und es ist ein Tasten hängen geblieben. So. Die hat geklemmt. Die hat geklemmt, genau. Die ging nicht mehr raus, nicht mehr rein. Und ich habe mir gedacht, also da muss man jetzt schauen, was da los ist. Da muss man jetzt das reparieren. Und auch wieder in der Stube drin, am Stammtisch, habe ich das Ding zerlegt, dass da alles gerade so kupft ist. Ein sündteures Instrument hast du einfach mal eben auseinandergenommen. Ja. Wie alt warst du da? Da war ich, glaube ich, zwischen 12 und 14, sagen wir mal 13 ungefähr war ich. Geil, und habe das da. Und dein Vater, hat er das gesehen? Der ist tatsächlich mittendrin, als gerade alles so ausgebreitet am Tisch gelegen ist, der ist da reingekommen. Und ist mehr oder weniger gleich wieder rückwärts rausgefallen. Also der ist in 3 gekupft. Er hat gesagt, ja Bursch, spinnst du, wie kannst du das Instrument auseinanderreißen? So viel Geld habe ich ausgegeben dafür. Wahnsinn. Und aber du warst fasziniert vom Innenleben dieser Harmonika, das wir uns übrigens hier jetzt mal so ein bisschen anschauen können. Du hast uns nämlich ein paar der Bauteile, sage ich jetzt mal, mitgebracht.
Erklär uns vielleicht mal, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hier anfangen sollen. Du bist der Fachmann. Ja, es ist so, dass ich ein bisschen was mitgebracht habe. Man kann natürlich nicht alles mitnehmen. Ne? Man macht ein bisschen eine Auswahl, was man tatsächlich mitbringt. Aber hier könnte man demonstrieren, wenn man auf den Knopf drückt, was dann da unten im Innenleben passiert. Ja, das ist also tatsächlich jetzt das Thema, dass man Warte mal, wir ja, lassen es, damit die Kamera auch eine Ja, Chance genau. hat zu sehen. So, vielleicht. genau, so ist Hier ganz besser. ruhig, Gell? ja. Ich glaube, da sieht man das ganz gut. So, und jetzt drückst du auf einen Knopf. Genau, jetzt drückt man da irgendwo drauf, na, und dann geht da vorn entsprechend dann eine Klappe auf. Ja. So, jetzt muss man sich nur vorstellen, dass das ein Akkordeon ist mit einem Balg dazwischen, ne, da wo dann Luft durchgepresst Ja. wird, durch diese Löcher, die unter dieser Klappe durch sind. Nicht? Und dahinter, wenn man es jetzt umdreht, dann sieht man da auf der Rückseite da drinnen die sogenannten Stimmstöcke. Die sitzen also da genau hinter diesen Löchern. Ah ja. Gut, also das ist schon mal ein relativ kompliziertes Konstrukt, würde ich sagen. Gell? Ja. Aus wie vielen Einzelteilen besteht so eine Harmonika? Ich würde jetzt mal überschlagstechnisch 2500 bis 3000 Teile, Boah. die da tatsächlich drinstecken. Und die hast du dir als 13-jähriger Bub alle ganz genau angeschaut. Und was kaputt war, war also eine von diesen Klappen? Genau. Aha, das hast du dann wieder repariert. Das habe ich repariert. Darf ich das fragen, ob du diese teure, wertvolle Harmonika dann jemals auch wieder zusammengesetzt bekommen hast? Doch, tatsächlich. Natürlich habe ich sie wieder zusammengebaut. Und die hat er gespielt. Also die habe ich heute noch, die funktioniert und die Taste ist nie wieder hängen Du geblieben. hast die heute noch? Und du spielst die auch heute noch? Ja, tatsächlich. Das ist ja enorm. Haben wir die auch hier? Ist Die das... steht da irgendwo. Ah, schau mal, das ist die, von der du gerade erzählt hast? Die hier vorne? Die sieht sehr schön aus. Da vorne sieht man es, ja, genau. Ich finde, du hast die sehr gut wieder zusammengebaut. Man sieht es nie, dass du Doch, die schöner wie mal vorher. auseinandergenommen hast. Also danach wäre es ja dann eigentlich klar gewesen, dass du entweder Musiker wirst oder Instrumentenbauer. Aber genauso ist es nicht gekommen. Du hast dann erst mal Fernsehtechniker gelernt. Da kam dann die Technik wieder durch, tatsächlich. Ah, ja. Und da habe ich die Technik wieder interessiert. Und dann natürlich auch das Thema bodenständiger Beruf. Weil der Musiker war ja Hobby, sozusagen. Und wie bist du dann zum Doktor der Physik, also du hast Physik studiert und promoviert? Ja. Also, Machen wir es kurz. Ja, es war dann tatsächlich so, dass ich da als Fernsehtechniker war ich dann Werkstattleiter und das war's dann. Das war Ende der Karriere. Mehr hätte nicht mehr passieren können. Und habe dann beschlossen, eigentlich noch einmal die schulische Laufbahn einzuschlagen. Hast noch mal Abitur gemacht? Abitur gemacht und habe dann Physik studiert in München. Na, Und dass du eine Doktorarbeit schreiben würdest, davon hast du selber eigentlich gar nichts Nein. gewusst, gell? nein, da habe ich nichts gewusst davon. Ja, das war tatsächlich damals mein Prof, wo ich meine Diplomarbeit gemacht habe. Ja. Der hat dich damit überrascht, dass er gesagt hat? Ja, der hat mir einfach, also der hat das beschlossen und ich habe das gar nicht gewusst, tatsächlich, dass das jetzt passiert. Also ich war da gerade damals mit meiner Diplomarbeit fertig und ging es darum, eine Arbeitsstelle zu finden. Ne? Und war da als Musiker immer noch aktiv tatsächlich und habe da was gesucht, wo ich gerade so meinen Grundstock verdienen kann, nicht? Eine halbe Stelle. Und dann schon was passiert, schwupps, Doktorandenstelle. Genau, das war ein Doktorand. Wusste ich aber nicht, wusste ich nicht. Ja, Mensch, ich tue da ein bisschen vor mich hin. Wie das Leben so spielt. Ja, tatsächlich. Und während dieses Studiums hast du also an einem Harmonika-Patent getüftelt, dem dann letzten Endes die Hagelmo-Harmonika geworden ist. Und wie die funktioniert, was das Besondere daran ist, darüber reden wir gleich noch. Ja? Das, liebe Zuschauer, ist der Hagelmo, der Siegfried Haselbeck und seine Hagelmo-Harmonika. Also, Sigi, du bist Musiker, du bist Instrumentenbauer, du bist Fernsehtechniker, du bist promovierter Physiker. So ganz nebenbei schreinerst du eigentlich. Es gibt kaum etwas, was du nicht kannst. Und du hast genau diese Harmonika, die du uns jetzt gerade zu Gehör gebracht hast, quasi erfunden.
Was ist denn jetzt das Besondere an der Hagelmo-Harmonika? Also zunächst ist es natürlich die Technik, die drin steckt und vor allem die Diskantmechanik, die wir, also sage ich mal, revolutionär verändert haben. Was heißt Diskant? Diskant, das ist die Melodieseite. Ne? Das sind ja. diese 4 Reihenknöpfe, die man da hat. Und die sind bei uns von der Hebelmechanik, wie es dahinter aufgebaut ist, völlig anders, wie es bisher gebaut worden ist. Also mit bisher meine ich 150 Jahre ungefähr ist es so gebaut worden. Und jetzt machen wir es mir ganz anders. Warum hast du eines Tages beschlossen, diese 150 Jahre alte Technik und Mechanik der Harmonika, die sich ja bis dahin eigentlich immer bewährt hatte, zu verändern? Was war der Auslöser, der Grund? Es war die Lust am Ausprobieren, glaube ich auch tatsächlich. Also ich habe mich einfach aus technischen Dingen und als Musikant immer mit dem Instrument beschäftigt und habe viel gezeichnet, was denn jetzt die Diskantmechanik machen könnte. Das meiste war ein Schmarrn, auf Deutsch gesagt. Und plötzlich habe ich was gezeichnet, wo man denkt, hoppala, das ist ja gar nicht so schlecht, das kann funktionieren. Also, um es noch mal ein bisschen zu veranschaulichen, was du verändert hast, wir haben das vorhin schon mal gezeigt, also wenn man hier auf einen dieser Knöpfe drückt, dann hebt sich da eine Klappe. Ja. Gell? Wir können es vielleicht noch ein bisschen kippen, dann sieht man, genau. Und da unten geht die Luft durch. Ja, Von unten, genau, von dieser Klappe. Ja. Vielleicht hier mal so ein bisschen, Und was hast du jetzt da verändert oder was So. hat dir daran nicht mehr gefallen? Also der Punkt ist tatsächlich, wenn man eben diesen Knopf drückt, dann geht diese Klappe auf. Ja. Ne? Das ist jetzt eben eine Mechanik, wie es bisher gebaut worden ist, mit der kann man das gut beschreiben. Dieser Knopf, diese Klappe, Ja. und wenn man den inneren Knopf drückt, dann geht diese Klappe auf. Und es erschließt sich eigentlich sofort, dass es bedeutet, Ja. dass alle diese Knöpfe da auf der Außenreihe ganz, ganz lange Hebel haben und die ganz innen haben ganz, ganz kurze Hebel. Das ist das Problem. Also ein bisher nicht Also was bekanntes hast du Problem. jetzt verändert? Ich habe eigentlich Folgendes gemacht. Die Idee ist ganz grundlegend. Ich gehe mit diesem Knopf auf diese Klappe, auf die nächste Klappe sozusagen, und gehe mit diesem Knopf auf diese Klappe. Das bedeutet, dass ich letztendlich für alle Reihen gleich lange Hebel habe. Ah, und welchen Vorteil das hat, das wirst du uns dann gleich noch erklären. Aber jetzt schauen wir vielleicht erst mal in deine Werkstatt rein, wie du da eigentlich arbeitest und deine Hagelmo-Harmonikas zusammenbaust. Oh ja, genau. Das ist bei mir in der Werkstatt tatsächlich. In Niederbayern, Zentralniederbayern kann man sagen tatsächlich. Das ist gerade eine alte Lavacek, die ich habe. Die ist knapp 100 Jahre alt. Und das ist natürlich die spielbar tatsächlich. Die muss man auch ab und zu ein bisschen streicheln. Haben die so ihr Eigenleben auch, die Harmonikas? Oh ja, mit Sicherheit. Also je älter das eigene Instrument- Persönlichkeit. Ja, ja, mit Sicherheit. Es ist ja tatsächlich so, wenn man ein Instrument länger nicht spielt, dann wird es kalt, dann geht es einfach auch nicht mehr so gut. Ja. Wie viel Handarbeit steckt da drin? Irrsinnig viel Handarbeit, tatsächlich. Es ist fast alles Handarbeit. Man kann fast nichts im industriellen Sinne so machen. Das sieht man da. Also wenn ich da einen Klebstoff da rein und da den Hebel reinklebe. Also jeder Hebel einzeln geklebt. Arbeitest du eigentlich ganz allein in der Werkstatt oder Nicht hast ganz du noch allein. Mitarbeiter? Ich hab nur Mitarbeiter, freie Mitarbeiter, die ab und zu kommen und mir da helfen. Ja, und so ist dann, wenn es fertig ist, ne, das ist dann der beste Zustand als ganzes Instrument. Da sieht man jetzt die 2 Mechaniken, vorne alt, hinten neu. Und du hast uns vorhin schon gesagt, so gut 3000 Einzelteile beherbergt so eine Harmonika. Und wie gesagt, das meiste davon ist Handarbeit. Das heißt, bis eine Harmonika fertig ist, arbeitet man auch ganz schön lange dran an dem Ja, Stück, oder? tatsächlich, ja. Wie lang ungefähr? Ja, das muss, wenn man jetzt wirklich eine Einzelanfertigung machen würde, nur eine Harmonika, dann sage ich mit 3-4 Monaten, bis eine Harmonika fertig ist. Aber so kann man auch nicht arbeiten. Also man tut sich bestimmte Arbeitsschritte, mal 10 Gehäuse zum Beispiel vorbereiten. Dann kommt man, wenn man gut ist, auf 1 bis 2 Instrumente pro Monat. Was kostet das dann Ja, so im Durchschnitt? im Durchschnitt, jetzt sage ich mal 6.400 ungefähr geht's los. Ja, tatsächlich, es Ein ist, wertvolles Instrument. ja, Ja. es steckt da wirklich viel Arbeit Also drin. wenn das tatsächlich. schon praktisch die untere Kante ist, dann geht es auch in den zweistelligen Bereich dann. Ja, da wird es dann schon sehr speziell, wenn es zweistellig wird. Jetzt bist du mir aber doch noch die Antwort schuldig. Was hat man davon oder was hast du als Spieler davon, wenn du die Hagelmo-Harmonika spielst? Also davon, dass, wie du uns gerade erklärt hast, alle Hebel gleich lang sind und nicht die einen kürzer und die anderen länger. Was hat das für einen Effekt? Also der Punkt ist tatsächlich, dass die längeren Hebel ja prinzipiell träger sind, weil sie schwerer sind. Und die kurzen Hebel, die kippen dann schon recht stark, weil sie nahe der Achse sind. Also es ist einfach eine unterschiedliche Ergonomie
zwischen den Ja, 4 Reihen. aha. Und das ist was der Spieler intuitiv ausgleicht, indem er spielt. Er kennt es einfach nicht anders. Er rechnet es im Kopf um und gleicht es aus. Und meine Mechanik bietet das von vornherein über alle 4 Reihen identisch an. Das heißt, die Spielgefühl. spielt sich leichter, die Harmonika? Direkter, knackiger. Aha. Und hat das auch einen Einfluss auf den Klang? Ja, tatsächlich ist die Bauweise hat einen Einfluss auf den Klang tatsächlich. Also sie ist weicher, harmonischer, bauchiger, samtiger. So ungefähr kann man das beschreiben, den Klang. Sigi, riechst du auch, was ich rieche? Diesen wunderbaren Duft, der so Richtung Apfelkuchen geht? Da kommt was. Schon, gell? Ja, ja. Nein, der kommt aber nicht zu uns. Ich glaube, wir müssen zu ihm rübergehen. Ja, das kann schon sein. Das machen wir. Lass uns mal rübergehen. Wir nehmen unsere Haferl mit. Und du nimmst gleich da drüben Platz hier an unserem Tisch in der Wir in Bayern Küche. Ja, Der Duft, danke. der ziemlich rübergekommen ist schon der Wein- und Apfelsaftduft, Ja. wo gerade die Äpfel drin bloß. Ach. Ich bin auch schon ganz von Wunderbar. dem Wein, von dem aufsteigenden Wein. Das haben wir Herrlich. nämlich schon vorbereitet. Also, du hast jetzt. Isst du gerne Kuchen? Bäckst du vielleicht auch selber? Na, leider nicht Na, tatsächlich. Aber Kuchen essen Aber schon. essen. Essen bin ich Okay. super. Oh gut, dann werden wir das gute Stück mal probieren. Ja, schauen wir mal, Oder? ob der was Sigi, was sagst du dazu? geworden ist Ja, hier. kriege ich denn was? Na, freilich. Ah, wunderbar. Du hast hier so schön gespielt für uns. Bei uns haben schon immer alle Gäste was bekommen. oder, Ja, Sabine? das muss ich doch noch mal fragen. Sigi, also Musiker, Instrumentenbauer und promovierter Physiker, nukleare Festkörperphysik und Musik, passt das zusammen? Nein. Aber im Grunde, also vielleicht die Physik kannst du doch wieder beim Instrumentenbau dann Das auf alle gebrauchen, Fälle, oder? ja. Das ganze Instrument ist Physik natürlich. Ja. Also Schwingung, Reibung, Mechanik, ist alles Ja. Physik. Also ist doch gut, dass wir dich was haben lernen lassen. Ja, danke, dass mich ein bisschen herauslassen. So, ich habe hier schon 3 wunderbare Stücke rausgeschnitten. Und man kann ganz gut erkennen, Schau das mal, das Eiweiß ist ist das wirklich Allerschönste. sehr, Das kriegt unser ich fühle mich sehr geehrt. schön Musikant. hoch und auch sehr Dankeschön. schön weich. Bitte schön. Oh, jetzt. Nein, du zuerst. Ich Die zuerst, Gäste das ist zuerst, ja. Ja, genau. Und da gäbe es noch was, wenn du brauchst. Genau, eine Serviette. für mich auch. Oh, ich kann es ja Ich kaum hoffe erwarten. ja, Sabine, dass das Eiweiß in deinem Sinne ist, weil Mit du Sicherheit. ja Eiweiß-Expertin bist oder Baiser-Expertin ist. Und wie gesagt, man sieht hier, es ist wirklich sehr weich und fluffig, aber hält eben auch über Nacht. Es schmeckt großartig. Oh, das ist genau das Richtige. Ausgezeichnet. Ordentlich. Schön. Oh, ich bleib da sitzen, ich gehe nicht mehr weg. Sehr gut. Ich bedanke mich beim Siegfried Haselbeck aus Niederbayern, der so danke. schön für uns Harmonika gespielt hat Ja. und uns gezeigt hat, wie seine Harmonikas entstehen. Bei Martin Rösler aus Nürnberg. Danke, dass du uns Danke. so verwöhnst. Immer Am doch Montag gerne. ist der Michael Sporer hier wieder, unter anderem zusammen mit einer Dirndl-Schneiderin, und der Anton Schmaus wird einen Kalbstafelspitz machen. Jetzt geht's weiter mit den Nachrichten der Rundschau und der Susanne Franke. Ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende.